Es ist nicht die Frage, ob wir einen Klimawandel haben. Weil das spüren wir alle. Die grosse Frage ist, warum haben wir das, wie es jetzt ist, so, wie es jetzt ist? Haben wir das wegen einer natürlichen Klimaerwärmung? Jein. Die Natur macht natürlich auch ihren Teil mit. Das Problem ist einfach da, die Natur wird beeinflusst. Und zwar ganz, ganz massiv. Mit Frequenzen, mit Wellen und mit sehr toxischem Material, wo wir alle einschnaufen, essen, trinken etc. Die Frage ist, hat der Mensch das jetzt gemacht, was jetzt da ist? Und da muss man sagen, der Mensch als Allgemeinheit, nein. Menschen mit partikular interessierten Anlagen, sagen wir einmal, ja, die machen das. Das ist ein militärisch-industrieller Komplex, der da sehr stark seit Jahren, Jahrzehnten sogar am Wirken ist. Und wie es einmal für alles so ist, es gibt Belastbarkeitsgrenzen. Und die Belastbarkeitsgrenze, die ist so massiv überschritten, dass wir jetzt fast auf der ganzen nördlichen Halbkugel und teilweise auch auf dem Süden oder im Süden Dürre haben, Waldbrände haben, massig. Und Waldbrände, nicht einfach Waldbrände, wo man dann löschen kann, sondern die brennen ganz extrem. Und warum brennen sie ganz extrem? Weil sie eben so einen Haufen von dem Material drin haben, die Pflanzen nehmen das auf, der Boden nimmt das auf und dazu noch so trocken ist. Darum brennt das schnell und extrem heiß. Man kann da mit Feuerwehrleuten auf der ganzen Welt reden. Alle sind völlig perplex und wissen nicht, was da abgeht. Alle praktisch. Ja, wir wollen immer noch nicht hören. Wir wollen immer noch nicht schauen. Wir wollen immer noch lächerlich machen, was die Menschen, die das schon länger sehen, in die Welt tragen. Wir wollen immer noch die machen lassen, die das verursachen. Wir wollen immer noch einfach nur konsumieren und ist mir egal. Nein, ist mir nicht egal. Überhaupt nicht. Hast du Kind? Willst du Kind? Dann ist es ein Verbrechen, wenn dir das egal ist. Weil wir alle Verantwortung tragen, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder. Und für das weitere mögliche Leben oder die Möglichkeiten zum Leben, zum gut Leben. Fürs Künftige. Diese Verantwortung, die tragen wir alle mit. Und wer die nicht lebt, ist in meinen Augen selber nicht wert zu leben. Es ist ganz hässlich, durch das, was da gegenwärtig läuft, passiert, und das seht ihr im Zusammenhang dann, wenn ihr euch mal ein bisschen informiert über das Thema, läuft da seit Jahren ein Genozid in unglaublichem Ausmaß. Ich halte das nach wie vor, ich habe das schon öffentlich gesagt im Schweizer Radio und man hat mich dafür danach noch lächerlich gemacht. Ich halte das nach wie vor für das allerschlimmste Verbrechen aller Zeiten, seit der Geschichtsschreibung auf jeden Fall. Macht euch mal selber Gedanken. Und dann macht euch mal ein bisschen Gedanken, wie ihr euch verhalten könntet. Vielleicht wäre ja mal aufstehen, etwas, anstehen und auch zu verlangen, zu fordern, dass mit dem ein Ende ist. Ich danke allen, die das Interesse haben für das Gebiet.
und fürs Leben. Und ich danke allen, die dann auch etwas daraus machen, dass dem ein Ende gibt.